Gianluca hat sich menschlich extrem entwickelt, ist ein extrem herzlicher Mensch geworden. Und für mich ist es nur möglich, zum Zusammenarbeiten mit Leuten, die hart sein können, aber menschlich gleich irgendwie warm. Und Gianluca hat diese Fähigkeit in den letzten paar Jahren entwickelt und es ist grossartig so. Wir können wirklich da 3 Tage streiten über Songs und nachher kann er aber ein SMS schreiben, wo er sagt, ich liebe euch. Und das ist für mich zentral. Sie haben alles geklaut. Du hast alles geklaut. Sie haben alles geklaut. Ich weiß auch nicht, wie er das macht. Aber er kann auch in den turbulentesten Situationen wirklich überall ist ein Brennen, niemand weiß, was durchgeht. Kann er nach dem Song sagen, Jungs, dort und dort, wenn wir schauen, das ist noch nicht ganz. Ja, er hat extrem gutes Ohr. Und halt auch wirklich der Schnuff, um das auch beim 40. Mal zu sagen, hey, dort ist ein der Ton. Ich finde, der Gianluca hat eine sehr gute musikalische Art und Weise, um einfach quasi Standpunkte zu vermitteln. Und er einfach findet, aus musikalischer Sicht macht das und das und das und das Sinn, das und das macht keinen Sinn. Darum mit ihm diskutieren ist für mich sehr angenehm, weil ich genau weiß, was er meint und genau weiß, was er will. Und ich kann es auch dementsprechend auch mein Zeug formulieren und dann sind wir in einer guten Diskussion. Genau, und der Chord jetzt, der muss aus. Ja, genau. Er checkt schon hure, was abgeht in der Musik. Sam, du kannst wahrscheinlich einfach ein Fies ab und zu reinkicken, oder? Er ist so ein Typ, wir sind an einem Konzert, 1,5 Stunden Clubshow. Es ist nur noch laut, nur noch spät in der Nacht, hockst im Bus rein und nachher fahren wir los. Und vom hintersten Ecke kommt so, ja, hey, 4. Song, 2. Zeile, dort und dort ist im Fall der 3. irgendetwas und so. Im Fall nicht so. Und ich bin so, Digga, hä? Nein, erst wenn die Band einsetzt. Also, der erste Chord musst du natürlich nicht machen. Und er ist immer am Graben und am Suchen, wo können wir noch besser und was ist noch nicht geil. Und ich glaube schon. Warte mal schnell, schnell die Noten. Ich glaube, ich bin ein Typ, der relativ viel Energie hat. Also ich kann auch morgen aufstehen und dann geht es los. Also ich bin eher einem Klischee entgegenwirkend, jemand, der am Morgen schon gut funktioniert. So. Aber das hat auch immer mit der eigenen Energie zu tun und wie fest Lust man auf das hat. Und ich habe halt einfach sehr oft Lust auf das, um Songs zu analysieren und den Song dort herzubringen, dass man findet, jetzt ist gut, jetzt stimmt irgendwie alles. So. Ich würde mich schnell auf den konzentrieren. Und er ist in der Live-Produktion unglaublich wichtig geworden jetzt, weil er halt wie so die Musical Director Position übernommen hat und wo alle Fäden am Schluss zusammenlaufen, was wir in der Band eigentlich machen. Und er hat wie die Verantwortung zu schauen, dass auch alles dann richtig ist. Ein paar Mal jetzt, wo wir probt haben, hure geil. Einfach, es war so ein bisschen, ja, wie sollen wir das jetzt machen? Das ist ja noch geil, das ist auch noch geil. Und der Dabo und ich beide haben gesagt, mit Gianluca, du bist der MD, du musst entscheiden. Ist eigentlich auch auf der Bühne eher unscheinbar als Bassist. Und jetzt hier nochmal, alle! Und Schaffhausen, alle! Also in der Tiefe der Musik, wenn es wirklich um Details von Harmonie geht und Lagen von Akkord und so, dort ist er unser Polizist. Also das nervt natürlich auch. Es schießt dann ein bisschen an, wenn er sagt, es clasht irgendwo und dann findet er irgendetwas, das nicht stimmt. Weil ich dann zum Beispiel finde, das ist geil, der Basston da und er sagt, ja, aber das macht keinen Sinn, weil die Stimme geht dort durch. Und dann finde ich so, was? Und dann hat aber der Rick Rubin gesagt, du musst jede musikalische Idee ausprobieren. Und dann sage ich, ja, kannst du mir schnell bauen, dann bauen wir es schnell. Und finde ich, ja doch, es klingt gleich geil, du hast recht, ist gut. Ich glaube, es ist immer im Rahmen. So, es bewegt sich immer im Rahmen, wo es irgendwie für alle erträglich ist. Und man kennt sich auch gut und so. Man weiß dann auch, wenn der Moment ist, um etwas zu platzieren. Und das ist in der Produktion gleich wie auch beim Proben. Neuerdings kann ich sehr viel abschieben auf den Gianluca. Er ist jetzt so bei der Softdrinks-Produktion richtig eingestiegen, jetzt in unser Producer-Grüppeli und jetzt bei der neuen Produktion so voll. Ich arbeite nicht nebendran noch irgendwie einen anderen Job. Und darum hatte ich sehr viel Zeit und halt oft auch mehr Zeit wie der Arzt. Oder? Weil er ist irgendwie auch noch Papi geworden und so. Und hat ja einen Job. Und darum hat es
auch jetzt Media-Momente gegeben, wo wirklich der Abonnieren Songs geschafft haben. So. Ich war viel weniger auch allein am Arbeiten in dieser Produktion. Und das ist cool für mich, weil ich einmal auch zum Beispiel, wenn es darum geht, noch eine Bridge zu machen oder noch irgendwie so einen Spezialteil, auch können sagen, hey Can, mach mal einen Vorschlag. Und ich in dieser Zeit auf der Terrasse texten. Das ist schon cool. Das war neu für mich. Weißt du, jetzt ein paar Rhymes von dir haben es zumindest auf Demos geschafft. Can, also. Wir sind bessere Freunde geworden. Das ist der Effekt, glaube ich. Also, wir sind uns näher gekommen. Ja, definitiv. Bridge-Teil hinten mit Orchester und allem ist für mich der schönste Teil, also die schönsten paar Sekunden Musik, die wir gemacht haben zusammen je. Ich finde es mega, mega schön. Auch so Zusammenarbeit mit «Ich gehe auf E-Moll» plötzlich dort und der Gianluca sagt, wow, das ist geil. Und dann kommt der Gianluca aber pennen auf dem Gästebett bei mir. Und dann bin ich am Morgen aufgestanden und hatte so ein bisschen den berüchtigten Paul McCartney-Moment gehabt, wo er irgendwie am Morgen aufgestanden ist und gefunden hat, ich habe «Yesterday» geträumt. Ich habe an dem Morgen einfach gehört, es muss dort her. Und dann bin ich wirklich innerhalb von 2-3 Stunden habe ich eigentlich die Bridge dann wie gebaut. So. Ich finde, dort hat man unglaublich gut geschafft, eine Einheit zu erschaffen von Musik und Text. Als ich das erste Mal gehört habe, am Schluss, dachte ich, fuck, wie geil ist das? Dass alles zum Fliegen ist. Fast konstant. Und immer wenn es noch mehr muss fliegen, wird auch die Musik noch mehr fliegen und so. Das ist grossartig. Das ist eine geile Ende gemacht. Und noch ein Ding mit einem Pitch. Das ist eine geile Soul Brother. Ja, nice. Voll geil. Alles Cloud war nur ein Wortspiel. Mir ist alles geklaut worden. Und dann, Cloud, lustig. Und hätte ich nicht gedacht, dass das langt für einen Song zuerst. Ja, wir leben in dem Online-Zeitalter. Es läuft alles nur noch über das Netz und einfach für mich sehr bedenklich. Ich habe ein bisschen Schiss auch, ehrlich gesagt. Auch im Zusammenhang, wenn man selber Kinder hat, so, wo geht das noch her, die ganze Story? Dass es einfach uns immer weniger Sachen gehören und wir immer weniger Sachen haben. Und wenn irgendwelche amerikanischen Grosskonzerne wollen, können sie den Hahn zutun und wir können keine Musik mehr hören. Oder schwedische Grosskonzerne, ist ja egal, aber sie können den Hahn zutun und wir können keine Musik mehr hören. Hingegen, wenn ich eine Wand habe voll CDs, solange ich einen CD-Player habe, bin ich einigermaßen safe. Ja, wenn man sich jetzt vorstellt, in einer fernen Zukunft das Gleiche passiert mit Konzerterlebnissen, mit Virtual Reality und allem und so, und irgendwann hat man Musik nicht mehr als gut, wo man selber entscheiden kann, was will ich wenn, wie hören. Und das ist ein sehr ernstes Thema eigentlich, das uns auch als Künstler betrifft. Voll, oder? Dann ist der Beat gekommen, wo ich ein relativ langes Sample geklaut habe von einer anderen Produktion und einen Beat daraus gemacht habe. Und dann das war auch so ein Fall, so, Gianluca, kannst du aus dem irgendwie etwas Eigenes machen? Und dann hat er mit diesen Chords etwas gemacht. Und dann hat der Beat so einen Vibe entwickelt. Schnauft so einen Vibe und erzählt eine hure traurige Geschichte, aber irgendwie cool. Was heißt Kaste knallt? Kaste knallt. Ah. So. Der zweite Moment, wo man sich etwas bedient hat, ist, dass ich dann gefunden habe, hey, wir brauchen noch einen Schluss für den Song. Und dann war mir irgendwie so der James Bond Schluss im Kopf gewesen. Und das ist so der Schluss vom Main Theme von James Bond. Das ist so ein, wenn ich es musiktheoretisch beschreibe, ist ein Moll 6-9 Akkord. Das ist dann wie so der Moment, wo man gefunden hat, das ist irgendwie witzig und cool, aber es passt auch zum Song.
Bis jetzt ist geil. Das ist voll geil.